Schaut mal, Freunde, so wie es aussieht, gibt es nur noch einen einzigen König, den wir zwingen müssen, damit hier unser, keine Ahnung, Registrierungsausweis, whatever, komplett ist, wa? Willkommen zurück bei Punkt Arceus. Ich bin jetzt hier immer noch, keine Ahnung, was machen, wenn ich ganz ehrlich sein soll, bin ein bisschen, ganz bisschen confused, ein bisschen verwirrt und, ja. Ich will mir aber vor allem da unten die beiden Skarglas schnappen. Und hoffen, dass noch ein Schafzahn dabei ist bei denen, die man offenbar nur kriegt, wenn man sie fängt. Ja genau, fängt, aber nicht besiegt. Oder es ist wie hier, man kriegt gar nichts. WTF? Also wirklich null bekommen. Schade, weil ich dachte, er wird zumindest irgendwie ja, ein bisschen was kriegen. Wenn ich auch so, was gab's denn noch irgendwie so, Karmesin, nee, nicht Karmesin-Dinger. Man weiß nicht schon wieder. Knirschmaterial oder Mineral? Ja, die hier, Knirschmineral. Fels und Pflanze einer Epoche Ibenes, okay. Okay, war das jetzt eher ein bisschen fail, muss man zugeben. Schade. Aber ist halt leider auch so und haben wir wieder ein anderes Skarglas. Oh, ich wollte gerade sagen, das wird wehtun. Ja, die Flügelbälle haben schon was in sich. Skarglas habe ich hier in Hülle und Fülle, da ist nicht das Problem. Was anderes als ein Skarglas gibt es irgendwie auch nicht, wa? Oh, jetzt bin ich hier schon wieder. Da waren diese creepigen Herrscher. Ne, muss ich da unten hin. Okay, weißt du was? Oh. Überall hat es Skarglas, was ist denn los hier? Ich glaube es wäre vielleicht mal ein Weg an der Zeit, Freunde, wenn wir unser Team nochmal verändern. Wow. Ja, ich glaube, Pion Drage als Herrscher, hat langsam ausgedient. Eigentlich dachte, dass das ein cooles Pokémon wäre, aber ja, generell Bodenflug natürlich ein geiler Typus war eigentlich doch. Ich wollte sogar überlegen, ob wir vielleicht noch einen Garados mit ins Team nehmen, das haben wir auch kürzer gefangen. Die haben schon drauf, also muss man ihn schon lassen. So, was können wir dann noch so machen? Wirkungslos, ja, schön. Wir scheinen haben sie keine Bodenattacke drauf. Ja. Ein Stahlpunkt im Team zusammen ist schon geil, um sowas halt abzufangen. Dann noch Blitz wirkt nicht, da ist klar, dann mache ich jetzt hier mal eine schnelle Lichtkanone. Beziehungsweise eine starke Lichtkanone. Ich habe auch schon überlegt, ob ich irgendwie Magnesom vielleicht mal auch durch einen Elevolt oder so künftig ersetzen soll. Aber irgendwie muss halt sagen, ist die Option. Warte mal. Nein, ich kann Pokéball werfen, bist du wahnsinnig. Hier kommt Schwerball. Irgendwie denke ich so, Magneson hat schon drauf. Vor allem eben auch Elektro plus Stahlattacken. Donnerwelle drauf, Triplette, generell ist eigentlich auch immer cool. Das neutral zu treffen. Schon wieder 1. Sag mal.
Was ist denn los hier? Wird da mal ein starkes darunter sein, wa? Oh, der hat Stammbombe drauf. Da geht mein ganzes Team noch drauf. Da muss ich fast Tornupto schicken, weil er ist der einzige Ding, das Vieh noch treffen kann. Danke, Eroas. Ja, und Tornupto vielleicht doch auch mal noch ein Panthern oder so ersetzen. Generell die Kombi-Mark, so von wegen, ja. Feuerkampf. Aber halt sonst immer irgendwie Diamant Perlzock halt immer, Alter, Schwede, halt immer, fast immer Panfernon dabei, weil es, klar, ist ein cooles Pokémon, schnell und stark und so. Physisch und offensiv, physisch und speziell natürlich, Entschuldigung. Naja, wir gucken mal, wa? Generell wäre halt wieder ein Wasser-Pokémon auch nicht schlecht, deswegen haben wir dran gedacht, wenn ich halt eventuell mal, Knirschmineral, super, wenn ich eventuell mal Ding ins Team nehmen würde, eine Elevoltec irgendwann, vielleicht auch ein Empoleon, ja, damit er halt, 60 Orgel, also Masse, ja, man schafft es und droppen die nicht, schade. Genau, ein Empoleon, damit ich halt Wasser und Stahl hätte, also die Kombi ist halt auch geil. Finde ich zumindest. Aber natürlich auch mal sein muss, ein Lucario. Sobald wir irgendwann mal ein Lucario und Riolo sowas finden. Elysium Bergpfad. Oh, was haben wir hier unten Schönes? Hippos. Und Holz. Eine Tasche ist voll. Also ganz ehrlich, auch bei Holz. Dabei habe ich einen noch hingedrückt von wegen, ey, nimm's richtig mit, aber nee. Ein Herrscher-Hippo. Noch ein paar Rauchkugeln. Wir haben langsam sicher Monster Neige gehen. Okay. Ich sehe ein bisschen zurückhalten, wie ich merke, wa? Da ist sogar noch ein Herrscherviech von dem. Weil du gar keine Erfahrungspunkte brauchst, Kumpel. Egal. Ein Rehorn, ein Rehorn. Oh. Hi, Kumpel. Doch irgendwie so Gift-Kampf-Pokémon, war? Eigentlich auch eine coole Typenkombination. Eins wird mir noch fehlen von euch, wa? Was ist das denn jetzt? Das ist schwierig mit euch, wa? Ja, schon wieder Mineralköder. Felspflanzenähnlicher Pokémon? Ne, der passt da nicht. Genau, da war ja auch bei euch das Dings hier, wa? Pilz! Ihr mögt auch Pilze. Pinkeln weg. So. Ernsthaft?
Da sogar beide drin bleiben, krass. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Volltrefferling, den kann man weg. Der kam mal mit und dann wollen wir sagen, Freunde, ziehen wir uns hierhin zurück ins Lager. Ja, bitte. So, was machen wir nun? Erstmal ein paar Dinge ablegen. Ja, war. Der verdammte Schleifspray, der war die ganze Zeit dabei, aber noch nie eingesetzt. Mann. Das ist eigentlich auch total bescheuert. Also. Also, erstmal müssen die alle weg. Ich kann jetzt später, zum späteren Zeitpunkt mal noch alle unsere Items nochmal ein bisschen upgraden, etc. etc. Neue herstellen. Ja, ja. So, was haben wir jetzt? Der kann noch weg. Ja, von Löchriger Aprikoko, Lehmball. Ah, dann mal einen von dem, krass. So. Kann der auch weg. Aber noch irgendwas Cooles hier auch zum Werfen oder so. Mondstein, Flieg und Sieg. Ja, ja, kennen wir alle, kennen wir alle. Die ganzen Beeren. Ich kann sagen, ja, die habe ich irgendwie auch nie dabei. So, den können wir noch mitnehmen. Genau. Dann erstmal ganz kurz healen. Eigentlich könnte ich ja auch direkt hier übers Ding gehen, wa? Genau, übers Bett direkt pennen. Keine Ahnung, warum man bei dem auch pennen kann, aber ist halt so. So. Ja, viel bringt halt echt nicht mehr. Fundsachenforum. So. Wenn wir sagen, soweit abgeschlossen war. Sogar ein Herrscher-Rotom, wie geil. Elite-Pokémon von mir aus. Ja, kein Herrscher, ein Elite-Pokémon. Elite, Alpha. Purmiluxio, Hypopotas. Also mein erstes? Tatsächlich, krass. Xantor, Tornupto, so. Piondragi, Skorgler Level 10, sehr gut. Ja, ich habe noch nie eins mit Schafzahn gesehen, leider. Und wir kehren zurück ins Dorf. So, zurück im Dorf. So waren unser neue Abenteuer. Deswegen würde ich mal sagen, noch neue Klamotten, war. Irgendwie. Ja, komm. Haben wir sich schon mal was Neues verdient? Untersuchen. Mal gucken, was passiert. Wähle ein Rotom. Ernsthaft muss sogar ein spezielles Rotom aussuchen. Kühlschrank-Rotom. Schön. Ist das wieder in der Farm, oder?
die Hauptquest abschließen. Ja, ich überlege sogar, ob wir das erst in der nächsten Folge machen. Darf ich vielleicht eher noch ein bisschen was hiervon gucken? Mechanische Kiste. Ah. Mechanische Kiste, ja, am Fernseher. Eine Mikrowelle, okay. Seltsam, Mikrowelle zwar, aber okay. Elektro-Eis eigentlich auch ein cooler Typus ist, aber gut. Hitzerotom. Die Spülmaschine fehlt mir eigentlich noch, wa? Also natürlich fehlt noch einiges, aber die Spülmaschine, also quasi das Wasserrotom, ist eigentlich im richtigen Sinne eines der stärksten Formen, die es haben kann. So. Genau, für die Mission, ne, da war ja was. Aber Nebenmission, blüht es oder blüht es nicht. Da haben wir noch was. Da hinten ist er. Die scheiß Bammelin-Quest, die werden wir nie fertig kriegen. Ist die Aufgabe des Forschungstrupps. Blüht es oder blüht es nicht? Ganz egal, ich mag es doch. So. Was war mal im geistlichen Dunkel? Alles klar, da ist er eben noch dabei. Matribi, das du auf den Griffelhügeln gefangen hast. Was sind die überhaupt? Also rein von der Karte her meine ich jetzt. Kann ich direkt irgendwie hier raus, war da geht nicht. Die Griffelhügel. Eigentlich kann ich mir den Gang sparen, weil ganz ehrlich. Wir haben ja gar kein neues Matribi gefangen. Ich muss erstmal gucken, wo die Griffelhügel überhaupt waren. Schon klar, Alter, schon klar. Brauchst du beim Spiel nicht das Haus verlassen? Ja, Pokémon sind gefährlich. Zeige Ihnen also das gewünschte Pokémon Traumvogel, dem noch ganz gefangen war. Wobei. Ja, wirklich kein Traumvogel, warte mal. Du hast schon so viele Pokémon gefangen. Ich muss natürlich kurz auf die Box gehen. Knirschmaterial muss ich auch mitnehmen. Ja, und Box, ja, wenn mein Team wieder ein bisschen umstellen, das stimmt. Ich glaube, Skorgler, oder ein Skorgler ist ein heißer Kandidat, um mitgenommen zu werden. Mal gucken, was hätte jetzt mal gesagt, Magnezone eher weniger. Axantor auch nicht, weil Axantor, klar, wir haben es jetzt kaum eingesetzt, aber es ist halt so ein cooles und starkes Pokémon, trotz allem noch. Trotzdem natürlich mit den dreien trotzdem eine fette Bodenschwäche, wa? Shelterra macht auch einen guten Job, Achomai, kann man darüber streiten. Klar, ist ein Kampf-Pokémon, aber Gift Unlicht, Achomai ist halt nur Kampf, Monokampf-Modus. Naja. Quasi einen Skorgler und einen Gyarados mitnehmen, das wäre vielleicht noch ganz krass. Kognodon, ja, ist halt Monogestein, also. Dann reden über der hier, Mogelbaum. Gyarados mit Nassschweif, auch noch ein Knirscher. Bei dem fetten physischen Angriff.
Er hat Wasserflug mit einer Elektroschwere, aber er hat endlich mal ein Wasser-Pokémon. Dafür noch ein fettes Gorgler, hat zwar Bodenflug, aber wird nicht vom Elektroattacken getroffen. Im Gegensatz zu ihm, dafür von Eisattacken. Was er ein bisschen abschwächen kann, Tanub natürlich auch, Magnezone sowieso. Das wäre eine Option, Freunde, war das zu überlegen. So. Aber Traumfugil fehlt immer noch. Hei. Müssen wir fast mal irgendwie, keine Ahnung, einen Traumfugil mal von einer anderen Edition rüberholen. genau, Traumfugil von Perl rüber transferieren. Wird mittlerweile ja gehen, war dort ein Pokémon Home Support mittlerweile. Die beide vergrößert in letzter Zeit, jo, war. Irgendwie muss alles ein bisschen neu sortieren, super. Mehrere freilassen, da muss ich auch mal ein bisschen gucken, war. Da müssen meine Oldies noch drin. Die wollte ich auch mal mit ins Team nehmen, ja, mal einen Kramox bzw. einen Kram-Chef. Nebula, ja, würde es doch Sinn machen, dass ich Tanubto mal ablege, dass man sagt, hey, Panflam bzw. Panferno mit einem Gengar dann, da wird richtig reinhauen. Ich mache meine eigene Box, wo ich mache für Herrscher. Eine eigene Box für Shinies, aber wenn es momentan nur eins gab. Nachtara ist eigentlich tankymäßig schon super, wa? Oh Mann, oh Mann. Ja, stimmt, aber Ding fehlt immer noch. Ein Traumfugil ist doch kacke. So. Ja, der Part ist eh vorbei. Langsam aber sicher. Knirschiges Material. 3 Stück war das, wa? Wenn des Meeres, das ist klar, geht erst später, will ich euer Singen zum Schluss machen, keine Angst von Geistern. Nebula kann man auch mal versuchen, ich glaube, der ist mittlerweile voll, der Eintrag. Knirschmaterial, wa? Da muss ich gar rein, okay. So, wenn ich dafür sowieso rein muss, könnte man sich eben noch... Dann ist er wieder immer wieder rausgeschmissen, ganz ehrlich. Beziehungsweise so wird der Eintrag wieder irgendwie falsch sortiert. So. Ich dachte wirklich, ich hätte einen Eintrag mittlerweile voll. Immer noch nicht, hey. Alter, Mike, was machst du? Ja, ich weiß, ich wollte da eigentlich Nebula fangen. Ist mir irgendwie wieder entwischt und so. Oh. Aber ja, es geht voran, Freunde, es geht voran. Panikon! Huch! Aber so random? Pudox! Entschuldigung, dass es irgendwie noch eine Quest gibt oder so. Jo! Musst du nur den Namen ändern. Namen ändern, du. Also, neue Nebenquest, scheiße. Ah, okay. Ich dachte gerade von wegen, wir können erstmal eine neue Nebenquest nächste Folge noch holen. Und dann passiert plötzlich das. Hey Bowser, was geht ab? Okay, dann mal ganz kurz nach unten. Dann gibt es noch eine Quest abzuschließen. Und dann wollen wir das sagen, den Rest machen nächste Folge. Ködern. Nur weil du es bist, ja?
Okay. So, Kumpel. Wie war das? Du hast mir irgendwas geklaut oder so? Früher oder später, ja, sobald eine nächste Nebenquest kommt oder was? Interessant. Senderbälle bietet jetzt auch so an. Top-Trank sogar. Hyperheiler, Beleber. Rauchkugeln, natürlich sehr interessant. Knallkugeln, ja, eigentlich generell nicht so ein Fan, aber egal. Ein paar von diesen scheiß Vitalknossen dabei. Egal. Egal. Also Freunde, will man sagen, Nebenquest und ein paar abgeschlossen, ist doch sehr geil. Ein paar neue bekommen, super. Ja, große Bammelin. Da wird noch lange dauern. Geisellicht im Dunkeln, wenn wir schon mittlerweile ein paar haben. Geschmack von Honig vielleicht mal nach angucken. Traumvogel, wallendes Haar, keine Angst vor Geistern, irgendwie mal Nebulag und Traumvogel zu fangen. Mal gucken. Erstmal nächste Folge müssen wir schauen, was überhaupt jetzt da mit ihm hier abgeht. Ob wir jetzt von ihm wirklich irgendwie, keine Ahnung, so in der Hauptstory direkt weitermachen oder was anderes noch passieren wird. Also, nee, sorry. Tauschen wollte ich jetzt noch nicht. Items erhalten, genau. Hey, die Schafklaue. Die ist ja, um Sneebel zu entwickeln. Da wäre halt die Frage, ob man hier in dem Spiel normal, also ein Hisui Sneebel auch zu Sneebun entwickeln kann oder ob es eben nur bei dem normalen Sino Sneebel, Yoto Sneebel funktioniert, ja? Wir sind ja alle ein bisschen teurer als gedacht, war. Tobios Disk. Ein Schafzang. Würde aber klappen, war ein Schafzang zu kaufen. Wir haben ja genug DPs. Also falls man wirklich denken würde, hey, Skorgla cool, aber dann auch gerne direkt ein Skorgo fürs nächste Mal. Wäre eine Option in unserem Team. Aber gut, sage ich mal an der Stelle, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis nächstes Mal halte ich mal alles raus, weil hatte mal eine Aufnahmebreak. Mit unserem Team, unserem Pokémon. Von einigen einen tollen Job gemacht haben. Naxanto ist zu müde, um mich irgendwie zu bejubeln oder uns zu begrüßen. Naja. Machomai eigentlich auch nicht schlecht. Piondragi, naja. Eigentlich die Herrscher sind enttäuschend, wa? Fällt mir gerade mal so auf. Machomai, ja, geht so. Piondragi, Tonupto, Axander, wie man einen super Job. Kann eigentlich auch, aber ja, ist halt ein bisschen unterschiedlich, wa? Je nach Gegner, je nach Gebiet halt, sind die anderen ein bisschen im Vorteil, die anderen ein bisschen weniger. Wir werden sehen. Freunde, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zu Pokémon Legenden Arceus mit unserem Team, was dringend eine kleine Pause braucht und schon am Pennen ist. Oh Mann. Bis dahin, bye bye.